Ik geloof een ding wat we alle een verlangen voor haben als Freiheit. Wir wollen nicht haben, dass wir an irgendwas verbunden sind, wir wollen frei sein. Und ich glaube, in den letzten 2 Jahren, wir haben gesehen, wo der Freedom Convoy sein gewesen. Wir sehen, wo Menschen wollen frei sein von der Krankheit, wir wollen frei sein von allen Sorten. Ich glaube, in uns Leben, wir haben ein Verlangen, dass wir frei sind, um ein volles Leben leben. Und ich glaube, wenn wir uns selbst untersuchen, dann eine Verlangen, was wir haben, ist, dass wir vollkommen sind, oder vollbruch sind. Wir wollen Menschen sein, die frei sind. Und wenn wir von Freiheit reden, dann, wir reden nicht bloß von frei sein, von was andere über uns haben. Und ich glaube, viele von uns wissen, dass du sind Dinge in uns, die uns zurückholen dann. So, in dieser Serie, was wir wollen durchgehen, das nennt sich Frei in Christus. Und diese Serie will wir sein, was will Gott in uns heute tun, dass wir können losgemerkt werden, so dass wir frei sind, um all das zu sein, was Jesus uns gemerkt hat. Wenn ich glaube, wir weiten, dass wer wir in bärnerlich, ähnlich sein, dort erst, wo wir wollen uns Leben anstellen. Wenn wir frei in Hort sind, dann wollen wir frei leben. Wenn wir fast in Hort sind, dann wollen wir auch fast in Leben sein. Und so in Englisch will wir sein, was wichtig ist, dass wir emotionally gesund sind. Seelisch gesund sind. So, weil ich will in den nächsten paar Sendungen uns diese Serie durchgehen, ich will haben, dass wir uns selbst sein, wo wir in Hort sind. Sind wir frei? Oder sind wir fast? Sind wir hingejeft? Oder leben wir für uns Fleisch? Sind wir Jesus Christus nur Folge von Hort oder bloß proben uns Spaß mit unser Hang, Jesus Christus nur zu folgen? Wegen der Gesundheit von unserer Gemeinschaft mit Jesus Christus, dort hängt sich an, wo gesund uns Hort ist. Nur ohne wahr zu sein, wo gesund wir seelisch sind, was der Grund sind, und die Beine sind, wo wir in uns glauben können wissen. Ich glaube, viele von uns glauben dort, wenn wir würden bloß können, andere Menschen ändern. Wenn wir befreit sind, wenn mein Partner würde sich bis Mohan geben Jesus, dann wird mein Leben viel besser sein. Oder wenn mein Wirt wird mir abhören, muss er streng sein, dann wird es viel besser mein Leben sein. Oder wenn ich ein bisschen mehr Geld habe, eigentlich nicht so arm wird, dann wird es leichter sein. Oder wenn ich mal bis eine Vacation nehmen, wohin fahren und von ganzes Jahr nicht tun, frei von allen meinen Verantwortlichkeiten, dann wird das schön gehen. Aber weißt ihr, Friede fängt an in Hort. Wenn uns Hort frei ist, dann können wir frei leben, wird in Hort sehr wie frei. Ich will von dir von Lukas Kapitel 4, 16 bis 21, das ist unsere Version von dir. Und hier Jesus hat groß angefangen, seinen Dienst, Gottesdienst, durch manche Juden. Und er ist hier in der Judenschule. Und dann wird gefragt, kommen, was Versen lesen. Und das sind die Versen, die am treffen dann. Und das sind in Jesaja Kapitel 61, die erste Vers. Aber ich will in Lukas Kapitel 4, 16 bis 21 lesen, dann wollen wir Jesaja auch lesen, sein, wo die Tau passen. In Lukas Kapitel 4, 16 bis 21 sagt es das steht. Dann ging er in Nazareth, wo er abgewaschen wird. Und am Sabbat ging er in der Judenschule lernen, so als er dort gewarnt wird. Und stund ab und war zu lesen. Und dann war der Propheten Jesaja seine Schrift gegeben, und als er dort Buch aufmerkt, fand er die Stelle, wo so geschrieben steht. Den Herrn sein Geist ruht, den Herrn sein Geist ruht auf mich. Wils hij heeft mij gewählt, de armen, de Evangelien te predigen. Hij heeft mij geschickt,
Die met in gebrekene hart te huilen, de vastgenomen te predigen dat zij vrij en los zijn, en de blinde dat zij zijn kennen, en die onderdrukt zijn, vrij te stellen. En te zeggen dat God zijn genodensjaar gekomen is, dan mag hij dat buurt toe, en geeft zich den deiner dat trägt en zat zich doel. En alle mannen die schuld kijken naar hem, en hij zegt aan, van deel als deze straf erfällt, zoals je hier hebben. Wat Jezus hier zijn, dat hij leest deze vers wat hier aangegeven wordt, en dan zegt hij, nu zijn deze versen erfällt. Wat meint hij? Hij zegt, hij is gekomen, om ons vrij maken. In Jesaja kapitel 61, in de eerste vers, dat is een klein beetje anders, ik word het ook lezen. Dat zegt, God dem Herrn zijn geest is op mij gekomen, dat ik dat doen kan, woto de Herr mij gezalfd heeft. Hij schickt mij naar die lijden, dat ik in een goede nodig breng, naar die der wat zwaardet kon, dat ik de moed te spreken, dat ik de vastgenomen zij kunnen loskomen en vrij worden van dat wat bindt. De eerste ding wat we van deze versen zijn, is dat hoe we Jezus van hij dat lezen deed. Hij wie in de Judenschal. We geloven, we zijn verken, we zijn wie Jezus is. Hij is de Rader voor de wereld. En we geloven dat Jezus is gekomen om de wereld te raden. Manche Weltmenschen kämpft Jezus. Menschen te krijgen om hem navolgen. En mensen te zijn dat hij wil en vrij maken. Maar hoe vangt Jezus Christus zijn dienst aan? Dat is van de weg te zijn in het kerk. En ik geloof, dat is een punt wat we verken even kijken. En we denken zoveel naar Jezus heeft gekomen, zonder wat hem niet kennen. Hij wil die raden. Maar weet je, wie wir in het kerk opwassen, wie wir ons Christen aan, ons fehlt Jezus. Jezus Christus in de weg te zijn van deze versen, hij wie in de Judenschal. Dat zijn mensen, die würden kunnen zijn, die kennen oh God. Maar wir zijn vrij. En vele wegen werden ze niet vrij. Die werden in vele wegen naar krachtse vast, als ze wat niet God kennen. En waar ik ramkijken doe, wo Christen leven doen, mijn angst is, mijn furcht is, ik geloof vele van ons zijn krachtse vast, krachtse bedreigd, als ze wat niet God kennen. En dezelfde evangelium wat Jezus Christus met uitrekenen deed, en zijn wat aan niet kennen doen, we hebben niet vergeten. Dat evangelium is voor ons ook. Jezus is niet gekomen bis voor Jana, hij is gekomen voor mij. Jezus Christus is niet bis gekomen voor de vreemden. Die wat we niet kennen, die wat anders zijn als ons. Jezus Christus is gekomen voor u en voor mij. Bloß wenn wir in de kerk zijn, werden wir nicht so vernehmen, dass Jesus Christus uns fehlt am nicht. Jesus Christus ist gekommen in der Judenschal und er ist gekommen in die Church. So die Church. Jesus Christus ist gekommen von dir. Und seine Evangelium steht nicht vor uns und er ruft uns an, komm nach mir. Und wenn ihr bekehrt seid, wenn ihr wiedergeboren seid, dieses Nachricht, dieses Evangelium, dieser Raub, dass er uns frei will machen, der ist nicht bloß für Jana, der ist für mich und für die und für uns. Ich glaube, dat wil ik je schet uitdrukken, want ik geloof, we hebben nog maar een Kampf mit dit. Wir nehmen das nicht persönlich an. Wir sollen das ernst nehmen. Das ist eine persönliche Evangelium. Das ist eine persönliche Evangelium. Wir haben nicht Jesus Loten vorbeigehen. So wenn die von dir diese Botschaft hören, das. Ich glaube, wir haben alle in der Stadt, wo wir unsere Religion anfangen. Wir haben den Glauben und wird je verken erst dat ons Glauben wordt terughouden wird, von Jesus wörtlich beginnen. Wir haben das alles so taub gestaltet und
durch Menschen glauben so zu sein, habe ich ein Verständnis von was Jesus tät und was er ist, oder wer er ist. Aber wir proben mit Worten und mit allen Sorten, Jesus Christus not zu feiern, bitte glauben und vertrauen. Und wir glauben uns fehlt Jesus nicht, wenn wir Hand allen glauben. Das ist eine interessante Frage, und ich glaube, diese Frage wird nochmal ordentlich gebraucht, das ist in Offenbarung, Kapitel 3, der 20. Vers, das sagt es dort. Hier redet Jesus nun ein Tag. Er sagt, kijk, ich stof hier der und klop an. Wann wer meine Stimme hört und der opmerkt, bei dem wird ich näher kommen und mit einem Taub eten und er mit mir. So was ist das Bild, was Jesus hier malt in der Offenbarung forscht? Das wird ein bisschen sein, wenn wir ein Beispiel brauchen. Wenn wir sagen, ihr habt eine Birthday Party uitgereicht für mich. Und ihr merkt einen großen Fast. Ihr merkt, ihr fingen ut, was mein Favorite Eten ist. Ihr kijkt mein Favorite Cake oder Coconut Cream Pie. Ihr laden alle meine Freunde an. Und ihr kommen alle zu das Birthday Party fast. Und ihr kicken rum und das ist kein Quentin. Das ist uitgereicht für die, was wir de fast verhaan. Aber ich stehe buiten, ich will näher kommen. Und das ist das Bild, was Jesus gebraucht hat. Er sagt, das ist meine Tag. Die kommen taub wegen, die wollen mich anbeten. Die sagen, die sind nur Feuer, wo ich stehe buiten. Und Jesus Christus sagt von der und der Tag in Kanada, in Leamington, dir an Church. Ich will mit ihnen taub eten. Ich will taub mit ihnen Gemeinschaft haben. Ich will ihnen frei machen. So, wenn wir uns heute Unger segnen, haben wir Jesus in uns Hort oder erst Jesus Christus bieten und klappert an und fragt, dass er näher kann kommen. Und sie in ihnen fast, sie in ihnen Hort und sie in ihnen Gemeinde. So, was ist die Botschaft? Das ist die Botschaft, die fangen an in der Tag, so zu sein. Das ist für Christen. Und wenn wir frei werden sein Hort, dann muss anfangen mit Christen. Aber was ist die Botschaft? Er fängt an, er sagt, jetzt ist ab mir. Jesus Christus ist die Antwort für alle die Welt ihre Troubles. Jesus Christus ist Gott seine Antwort für unsere seelische Gesundheit. Ich glaube, du hast sehr viel Geld, was wir lernen können von Seelsorge. Aber der beste und größte Seelsorge ist Jesus Christus selbst. Wir können viel lernen von Predigers, von Lehrers. Aber der beste Prediger und Lehrer ist Jesus Christus. Wir Predigers, wir können nicht in jeden Hort tun. Seelsorge kann nicht leiden, dem nicht selbst sein, wer ihr seid. Aber bloß Jesus Christus kann ihn Hort heilen. Jesus Christus ist die Antwort für, wo wir nicht gesund sind, seelisch gesund sind. Jesus Christus ist die Antwort. So werden wir das nicht vergessen. Jesus Christus klappt an und sagt, ich bin die Antwort für, wo ihr nicht frei seid. Und dann redet Jesus zu welchen Menschen, zu wem er gekommen ist. Er fängt an, er sagt, er ist gekommen, um Gott Nachricht bringen, der Evangelium bringen zu den Armen. So, was meint er mit das? Und woran fehlen die Armen der Gott Nachricht? Die Armen, die fehlen der Gott Nachricht, wegen sie können ihre eine Weh, durch ihre Weh, durch ihre Geld, durch was sie haben, nicht ein besseres Leben kämpfen. Und weil wir sind alle jästlich arm. Wir glauben, wir haben das vielleicht alle fantaub gestellt, wir sind reich, aber wir sind viel jästlicher arm, als wir fertig sein. Uns fehlt uns Jesus. Uns fehlt uns Heiliger Geist. Uns fehlt der Leib von den Vater. Und Jesus Christus ist gekommen, um zu sagen, die sind arm, die sind jästlich arm, ich bin gekommen für dich. Ich bin gekommen, um Gott Nachricht zu bringen. Was ist das Gott Nachricht? Römer Kapitel
1, 16 vers 6 staat. Ik schäme me niet met dat evangelium van Christus. Dat als God zijn kracht, al die zalig te merken, die door aan geloven, eerst de Juden, dan aber ook de Grieken. Dat als God zijn kracht, alle die zalig te merken. Dat is de God nodig. Dat wie zalig worden, verder gaat, geraad worden. Dat wie vrij zijn van onze Sünden. Wieder, hij als gekommen, das Evangelium te predigen, dat hij, Jesus Christus, de antwoord is. 1. Korinther kapitel 3, de 11e vers, staat, keiner kan een andere grond leiden als die al gelegd is. Dat is Jesus Christus. So, wanneer je van deel zijn met een gebrek niet hoort, wanneer je fallen, je zijn verbiesterd, wanneer je fallen, je zijn verdrießlich. Du kannst keine andere Grund gelegd worden buiten Jesus Christus. Jesus ist der Antwort von gebrek nach hart. Jesus Christus ist der Antwort, wenn wir verdrießlich sind. Wenn wir erst nach der Grund gehen, ehe wir irgendwann an den Grund bauen. Dann sagt Jesus, er ist gekommen, für die wir ein gebrek nach hart haben. Nicht, ich will ein bisschen Zeit nehmen an das, wegen ich glaube, das ist ein bisschen an was unsere Series liegen wird. Er ist gekommen für die, die ein gebrek nach hart haben. Was ist ein gebrek nach hart? Und warum haben wir ein gebrek nach hart? Ich glaube, das sind zwei Ursachen, warum wir ein gebrek nach hart haben. Wo unser Seil nicht gesund ist, wo unser Seil gebrochen ist. Und die zwei Dinge sind, unsere Inne sind und der Sinn von anderen Menschen. So was meine ich mit diesen zwei Dingen? Erstens, wir haben gebrochen nach hart, wegen unserer Inne sind. Jakobus Kapitel 3, der 14. und 15. Vers steht, wenn wir über bessere Aufgangs en ihnen nützliche Streben im Hort haben, dann pocht nicht mit jene Weisheit. Dat stemmt nicht mit der Wahrheit. Seine Weisheit kommt nicht von boven, der stammt von dieser Welt, der ist unjässlich und stammt von Satan. So wenn wir in uns hört, redet hier ein bisschen von Betternis, Aufgangs, ihnen nutzen, in Englisch wie sein Selfishness. Wenn wir wollen uns Leben anstellen, uns uitzegt wat Aufgang sind. Bloß einmal eine ordentliche Kirchen und aufgehend sich sein, und ordentliche Menschen nicht jennen. Einmal jeng gestalt, ordentliche Menschen sein. Und wenn wir bis Betternis und Hort haben, weißt ihr, dass das sind. Wir kommen kart. Gott sehen wollen erst, dass wir sollen ordentliche Menschen was jennen. Gott sehen wollen erst, dass wir sollen Menschen unterstützen. Gott will haben, wir sollen ordentliche Menschen dienen. Aber wenn wir bis Aufgangs, Betternis, Haus in uns Hort haben, dann können wir nicht, wo wir nicht frei sind. Dort sind wir uns festmerken. Dort sind durch unsere inne Sinn, wo wir uns festmerken. Und viele von uns würden dann sagen, na, ich kann nicht besser. Das ist, warum Jesus Christus gekommen ist. Er ist nicht bis gekommen, um deine Sinn zu vergeben, er ist gekommen, die frei zu merken von deinen Sinn. So, wenn du Betternis in Hort hast, Jesus Christus ist gekommen, die kein Feind zu killen. Nicht bis losmerken, Feind zu killen. Wenn du Aufgangs in Hort hast und dort halt die Träg von Gemeinschaft haben mit Gott, Jesus Christus ist gekommen, der kein Feind zu schlagen. Er ist gekommen, uns ein reines Hort zu geben. Ich glaube, ein von den größten Sinn, was wir in Hort haben, ist Pracht oder Stolz sein. Wir heben uns höher als andere Menschen. Wir halten uns höher, sodass wir uns zurückhalten können von anderen Menschen, wenn wir kicken rauf nach anderen. Und dadurch können wir nicht Gemeinschaft haben mit anderen. Und dadurch fallen wir uns ladig in Hort, wenn wir haben Gemeinschaft, was dort fällt, was dort uns gegeben hat, dass wir in Gemeinschaft sind mit anderen sind. Aber Gott raubt uns zum demütig sein. So, wer war unser Betternis? Wer war unser Aufgangs?
Waar we onze huis, waar we onze praag, overgeven naar Jezus Christus, dat Hij kan dort breken, dort wat wie hand ons aangeriet. Menschen die komen nog mal naar mij en reden van het mes wat zij in het leven hebben. En zij hebben vielleicht jaren en wissen waar je leeft en waar je wandelt van God. En zij hebben verder aan vielleicht als het echt twee, vielleicht verlieren ze alle, vielleicht hebben de dingen je aangedraaid. En zij hebben zich werkelijk in de zaai bettende zup aangeriet. Weet je, wanneer we dat zin in ons hart besloten kijken, wir wollen nicht eine ordene Suppe kriegen, ist dort, was wir angeriet haben. Wenn wir Sommerbarsch wollen haben, dann ist allmählich Sommerbarsch merken, mit Süden kommst. Und woran wir vielleicht nicht frei sein, ist, wenn wir da uns mit uns Süden kommst, brauchen Sommerbarsch zu merken. So werden wir uns sein, dass wir unsere inneren Horten frei merken. Jesus Christus lässt unsere Horten frei merken von dort, was uns zurückhält. Eine Ursache, warum wir nicht frei sind in Hort, ist wegen der Sinn, was andere Jungen uns getan haben. Und das ist für mich, das ein Pastor, das Spannendste zu sein. Wo Menschen kämpfen dann. Warum Menschen unter weiter leiden in Hort, wegen was andere zu getan haben. Wir wollen über die nächsten paar Botschaften mehr sein, wo das als anderen das. Und ich weiß viele von euch, besonders wenn wir von den Kinderjahren reden, dann die sind sehr schwer abgewaschen. Welche von euch haben niemals eine feine Leib gekriegt von ihren Eltern? Welche von euch sind all solchen Schwierigkeiten durchgegangen? Welche von euch sind vernichtet und abused und missbraucht? Und was ihr der Sinn, was eine ordentliche Person hat, jenen euch getan, dat wir nicht ihnen schuld. Aber er hat ihnen große Schulden gegeben. Und eine ordentliche Person, ihre Sünden, hat ihnen ein großes Hindernis gemerkt. Bei Jesus Christus ist gekommen, die Wunden zu heilen. Und das ist wichtig dann, dass wir Segen verhalten. Und ich weiß, mit den Anbeiden, merke ich mich open für das. Wann jemand helpt viel das? Regt uit naar een pastor. Regt uit naar een diakon. Regt uit naar een vriend wat je kan terughouden. Dat je kan jezelf verstaan waarom je niet vrij kan zijn. Vielleicht heb je een trouble, live wiesen en aannemen van je partner. Verken stammt dort, von wo wir abwassen deiden. Verken stammt dort von einer Zeit, wo wir sehr hoings waren gehandelt. Wer wir halb segen und wer wir nicht vergeten, wer der Heiler ist von unserem Sinn. Dort, unser Sinn und andere Sinn. Und dort ist Jesus Christus. Aber erst noch eine Weg, warum wir noch mal ein gebrochenes Hort haben. Und dort ist, wegen wir wohnen und leben in einer Welt, wo unser Sinn, Weidel und Tod ist. Gott mögt diese Welt, dass es perfekt wird. Bei über die Jahren hat Sinn den Tod gebracht. Und Sinn, der verdorft alles. Und Kreatur selbst, und die 2. Korinther redet von, wo Kreatur stehen dat, dass Jesus wird zurückkommen, alles terugmerken, so dass erstes das soll sein. Aber wir leben noch nicht in der Zeit. In dieser Welt werden Menschen sterben. Und in dieser Welt werden Menschen krank werden. Und in dieser Welt kleine Kinder Leukemie. In dieser Welt sterben junge Männer, junge Frauen durch Aardleck. Und in dieser Welt verlieren wir alle Sorten. In dieser Welt passieren durch Ware und alle Sorten Dinge, wo wir alle Sorten verlieren. Und das bricht uns hart.
Wegen Ferken, wenn wir so viel verlieren dann, wir verlieren Vertrauen an Gott. Wir vertrauen Hoffnung im Leben. Besonders wenn wir eine sehr tiefe Valley durchgehen. Und dann denken wir so, ich wundere, dass jij muss Wort geben, was das war, Gott wird gehen. Und das bringt ein Wund zu uns Hort. Aber der Gott nodig in der Botschaft von dir, der Evangelium von dir ist das. Gott ist dich bei, die Wort in Gebret noch Hort haben. Psalm 34, der 19. Vers sagt es steht, der Herr ist all die no on, die in gebrochene Hort haben. Und halb die in bedreckte Geist haben. Und dann Psalm 147, der 3. Vers sagt es steht, Hij heilt, die ein gebrochene Hort haben. Hij verbindt en Wunden. So, wenn wir uns Hort untersuchen, dann wie kann sein, uns Hort unsere Seele als nicht gesundeste soll sein. Wir lesen in dieser Vers, du bist ein Doktor, der uns Hort kann heilen. Er ist Jesus Christus. Wieder sagt Jesus Christus, er ist gekommen für die Festgenommenen. Sondern wer in Gefängnis ist. Und ich glaube, der beste Weg, um das zu verstehen, ist, sondern wird jährlich fast sein. Vielleicht fing ich selbst durch von dir. Wo je hat eine große Verlangen, um für Jesus leben. Aber je fallen, je kann bloß nicht. Das erste Wort, was je festhalten hat, Jesus Christus ist gekommen, die wird festgenommen sind, loszumerken. Nu sind Ursachen, warum wir fast sind. Viele von uns, wir sind fast an unsere eigenen Sünden. Ich glaube, wir wissen, was das ist. Wir finden uns selbst in das Platz, Eva. Vielleicht hast du das Betternis. Wir haben das Eva gegeben, wir finden uns weiter durch, wir wollen uns weiter fast. Aber vielleicht hast du immorales Leben, Pornografie, Ehebruch, alle Sorten Wege, wo wir uns mit Fuß nehmen, loten. Und wir können du bist nicht von los. Wir sind entsklavt zu diesen Sinn. Oder vielleicht haben wir Betternis in uns Hort. Oder vielleicht haben wir Wut. Und wir sind die Schulden, was diese Sünden tun, aber wir können du bloß nicht los. Weil wir selbst wollen uns niemals los können merken. Die Ketten, die sind zu stark für uns. Aber der ist einer, was ein Sag gerade hat. Er ist Jesus. Er kann die Ketten brechen, wenn wir was Frauen tun. In Johannes Kapitel 8, 31, bis 32, und dann die Versen sein es steht. Jesus sagt zu den Juden, die an glaubten, wann je wie meine wird blieben, was ich ihnen gelehrt haben, sind je wahrhaftig meine Jünger. Dann wo je weiten, was Wahrheit ist, und die Wahrheit wird ihnen frei machen. Dort ist in Jesus, dort wir frei worden. Und dann saßen dort, ich sagte, du wegen, wenn die Sehen ihnen frei macht, sind je wörtlich frei. Jesus Christus ist gekommen, um ihn frei zu machen. Und dann ist es interessant, und dann sagt Jesus wieder, und er sagt, er ist gekommen, den Gnadensjahr zu predigen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig für uns zu verstehen, und dort ist das, Jesus ist fertig, nicht irgendwie. Das ist, was Gnadensjahr ist. Jesus ist fertig, nicht irgendwie. Und viele von uns, wir würden uns hart sein, wir sein uns Leben, wir sein den Mess, was wir uns angeriert haben. Und wir würden sie vielleicht so denken, du hast keine Weg, was Gott für mich kann sein. Gott muss sich gegen mich sagen, wegen meiner Sünde. Aber Jesus Christus sagt, nee. Ich weiß die Sünde, dass du, ich weiß die Sünde verdorft alles. Aber hör mal, ich bin gekommen, die Gnadensjahr zu predigen. Ich bin fertig und nicht irgendwie. Jesus Christus, der raubt alle uns an und sagt, kommt zu mir.
alle die wat meid zijn, alle die weer bereikt zijn, dat Jezus kan onze ziel en ons hart heilen. Ik wil van deel sluiten met versen wat we wieder lezen dan. En dat we de mensen dat aannemen deiden, wat Jezus hier predigen deiden. En dan Lukas kapitel 4, 29 vers zegt, zij stonden op en joegen am van de stad uit en namen am naar een stelen afgrond op den boy, op den de stad stond, om am dooraf te schmieden. Laten we ons maar hängen laten wat hier passieren gaat. Jezus Christus is gekomen, hij zegt, dit is de evangelium. Ik ben gekomen, geen vrij te maken. Ik ben gekomen, om Gottes genade predigen. Ik ben fertig, niet gang die. En wat doen deze mensen met deze God nodig? En euer dat. Die willen er niets van weten. En dit is een ding wat ons niet ganz duidelijk merken deed. Wat kan dat zijn, dat deze God nodig mensen zo vereuren deed? En dat is wegen, wanneer we deze God nodig aannemen dan, dat meint, we moeten onszelf opgeven en we moeten dat aannemen wat Jezus voor ons te doen heeft. Weet je, we kunnen niet in twee weer leven. We kunnen niet ons hoogmoedig merken en hoog leven, ons hoog houden en zijn, nu wo ik Jezus Christus aannemen, dat hij kan voor mij schaffen. Du hast bloß eine Wacht, um diese Evangelium annehmen, und dort ist der kleine Vater Jesus Christus, und dort annehmen, was er hat für uns. Dort ist nicht, dass Jesus Christus der zu knien für uns, wir knien uns für ihn. So diese Botschaft, die wird durch Glauben und Vertrauen und Demut angenommen. Nicht Hochmut, Demut. Aber wir sind wieder in 36, 37. En even time alle die eine Furcht en zeden einen Ton ordnen, wat es in diesem Mensch seine wird für eine Kraft. Met Macht und Gewalt, je bid hij, de ongerechte Jester en de vorn ruut. En wat hij gedaan had, wordt de ganze jent ruut gereed. So die wären zwei Wege, wo diese Botschaft wird angenommen. Welche Menschen wären am Jeng an? Diese Gott hat nur recht. Wo Gott angeboten, anbieten deed, dat hij Menschen raden will, wo hij will en frei machen. Aber die wären Söhne, wo diese Botschaft hören deiden. Und sie nehmen das an. Und sie würden sich über die Kraft von Jesus bringen deiden. Das ist mein Wunsch für uns von dir. Dass wir wollen uns aufmerken, dass wir können die Gottes Kraft annehmen und sein, was Jesus kann tun in uns Hart. Ich weiß nicht, wo ihr ihn selbst finden von dir. Wenn ihr würden ihn selbst tun, dass ihr geistlich und seelisch gesund sind oder nicht. Bei Jesus Christus klappert von dir und der und dir an Church. Und alle die, was das Lothar wollen hören. En hij vraagt, hij roept en zegt, kom naar mij, ik wil je vrij maken. We sluiten met een gebed. Jesus Christus, we zijn van jou dankbaar voor deze boodschap. Du sagst, du bist gekommen für die Armen. Du bist gekommen für die, die je Brett noch hart haben. Du bist gekommen für die, die falsch sind. Und du bist gekommen, die Gnadensjahr zu predigen. Und wir wollen nicht so eine Christen sein, wir wollen nicht so eine Menschen sein, die sagen, mir fehlt das nicht. Und mit euer Jängen Christus schaffen. Aber wir wollen uns hart aufmerken, wir wollen uns knien für Jesus Christus und sagen, komm, merk mir rein, heil mich. Mein Gebret nach hart. Jesus Christus, willst du dort, was trag merken, dass es vor dich ist. Wir beten Gott, für die nächsten paar Werken, dass die was noch uns reden, wir wollen uns aufmerken, die hier, wo die uns hört, was frei merken, und rein merken. Wir beten alle das in Jesu Namen. Amen.